Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum großen Saisonfazit zum FC Bayern München. Ja, Leute, wer länger hier ist, der kennt das schon. Zum Ende der Saison gehe ich immer so die Durchschnittsnoten durch. Ihr wisst, ich benote die Spieler nach jedem Spiel. Das trage ich natürlich in einem Pfeil ein. Und daraus ergibt sich natürlich eine Durchschnittsnote. Und dann sage ich so generell meine Meinung zu der Saison des Spielers. Und das Ganze mache ich immer einmal für den Trainer, Trainerteam, dann einmal für die Vereinsführung und alles, was da dranhängt. Sportdirektor, Sportvorstand. Und dann natürlich Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Das heißt, das werden immer 5 Videos. Und ja, wir fangen hier an mit dem Trainer. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, sportlich, ich denke, haben wir eine überragende Saison gespielt. Ihr seht rechts und links Meisterschale und Pokal, das Double geholt in der Champions League. Knapp, aber verdient gescheitert an Paris Saint-Germain. Dem späteren Gewinner der Champions League, wie wir mittlerweile wissen, was jetzt nicht wirklich einen Unterschied macht. Wir sind verdient ausgeschieden. Genauso wie wir verdient gegen Real Madrid weitergekommen sind. Das sind Spiele auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und ansonsten haben wir in der Bundesliga einen Torrekord aufgestellt, international den Torrekord aufgestellt. Wir haben überragend attraktiven Fußball gesehen. Ich bin großer Freund davon. Ich gucke mir lieber ein 4-2 an wie ein 2-1 oder lieber, was weiß ich, ein 5-4 wie ein 1-0. Ja, jetzt könnt ihr mir wieder kommen. Abwehrgewinn, Titel, Offensiven, bla, Besülz, Bums. Haben wir gestern gesehen im Champions League-Finale, dass es auch nicht der Fall ist. Ich denke, Arsenal ist mit Abstand die defensiv stärkste Mannschaft in der Champions League gewesen, mit nur 7 Gegentoren. Ähm, haben den Titel auch nicht gewonnen. Ja, klar, kann man jetzt nochmal detaillierter drauf gehen, soll es hier rum gar nicht gehen. Hier geht es um FC Bayern, um Vincent Kompany und ja, hat für mich eine überragende Saison mit dem FC Bayern hingelegt und für mich auch mit einer sehr, sehr attraktiven Art Fußball zu spielen. Und ja, wir können im Detail meckern, natürlich, ja, werde ich auch noch tun gleich, wie es sich gehört hier auf dem Kanal. Aber erstmal muss man Vinny mal über den Klee loben, ja? Was er geschaffen hat, seitdem er beim FC Bayern ist. Wenn man sich mal das Gedümpel die Jahre davor anschaut, nach dem Sechstubel, muss man sagen, ist das überragend. Ja, er hat schon im ersten Jahr geschafft, dass diese Mannschaft eine wirkliche Mannschaft ist. Das hat sich im zweiten Jahr weiter verfestigt, ja. Auch mit den Neuzugängen Luis Diaz, Tom Bischoff, Jonathan Tah, die neu dazukamen, die gleich drin waren. Ja, Jonathan Tah für mich gleich der Abwehrchef. Ähm, Luis Diaz, der undenkbar aus dieser Mannschaft wegzudenken ist. Ja, also auch ein Tom Bischoff, der seine Rolle gespielt hat, wenn auch leider auf der verkehrten Position, kommen wir später noch zu. Aber auch diese Flexibilität, die er in diese Mannschaft gebracht hat, Vincent Kompany, auch was man als Stärke und Schwäche sehen kann, dieses Festhalten an seiner eigenen Idee, eigenen Philosophie, dass man wirklich sagt, ja, wir spielen gegen Heidenheim so und ja, wir spielen auch gegen Paris Saint-Germain so. Ja, das ist eine gewisse Arroganz, eine gewisse Stärke, aber auch eine gewisse Schwäche. Ja, ähm, wie man dann am Ende des Tages gesehen hat, muss, wenn man diese Spielweise hat oder diese Art, Fußball zu spielen, an den Tag legt, dann ist es wichtig, dass in den Top-Top-Top-Spielen auch dann unsere Top-Leute alle auf Top-Niveau sind und das waren sie dann am Ende des Tages nicht und deswegen sind wir am Ende des Tages dann auch ausgeschieden. Ja, das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Ähm, aber all das sehe ich positiv. Ja, ich sehe auch positiv, dass viel mehr Rotation da war wie letzte Saison, dass man wirklich dann am entscheidenden Peak der Saison auch die Mannschaft zusammen hatte, mal abgesehen von Serge Gnabry. Ähm, all das sehe ich sehr, sehr positiv. Ich sehe auch sehr, sehr positiv, dass der ein oder andere Jugendspieler dabei ist, auch dass Lennart Karl, dass man Lennart Karl direkt festgehalten hat. Ja. Ähm, auch wenn man da ein bisschen zu gezwungen wurde am Ende des Tages. Generell wurde Vincent Kompany eher dazu gezwungen, die Jugend
mehr einzubinden, als wie das es gewollt ist, denke ich. Aber wie er es dann getan hat, ist überragend, ja, ist überragend. Auch, dass man immer wieder sich da hinstellt und sagt: „Keinerlei Druck für die Jungs, da sind ganz, ganz andere Spieler, die den Druck haben." Ähm, Das ist richtig und wichtig und ich finde es auch gut, an der Idee, Fußball zu spielen, festzuhalten. Ja, man muss natürlich dann, das ist alles super positiv, ja, gar keine Frage und super erfolgreich, super schön anzuschauen. Und Vincent Kompany hat diese Saison auch ein Learning aus der letzten gehabt. Definitiv, das hat man gesehen, ja. Grade in der Hinrunde hat man das gesehen, weil wir da einfach noch ein bisschen strukturierter waren in der Mannschaft, finde ich. Gerade was die zentrale Position anbelangt, da haben wir ganz, ganz klar gesehen, dass Josh viel, viel weiter hinten war und Pavlo ganz klar davor. So länger die Saison ging, umso mehr hat sich das vermischt, ja, dass wir wieder beide auf einer Höhe hatten und dann wieder die zentralen Räume nicht mehr so besetzt waren. Ist dann vielleicht auch ein Doing aus der Geschichte, dass ein Pavlo dann zwischenzeitlich verletzt war oder dass man das in der Liga vielleicht auch nicht so benötigt. Aber mir persönlich hat das viel, viel besser gefallen mit so einem defensiveren, der ja nicht super defensiv ist, aber einfach mit dieser besseren Aufteilung. Ähm, all das super positiv, aber da muss man auch die Kehrseite der Medaille sehen und das ist vielleicht erst noch den positiven Faktor. Es ist gut, dass man an gewissen Spielern festhält, so in einem gewissen Maße. Das hatten Vincent Kompany letzte Saison getan mit Alphonso Davies, der katastrophal schlecht war in der Vorrunde. Hat dann ihn festgehalten, hat ihn wieder zu guter Form gebracht. Dasselbe mit Upamecano, dasselbe mit Min-Jae Kim, ähm, selbst mit Joshua Kimmich und so weiter, ja. Der hält halt an den Spielern fest, 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 in der Hoffnung, dass sie die Kurve kriegen. Ähm, Das ist alles gut, ja, das ist gut, aber irgendwann, da sind wir bei der Kehrseite der Medaille, muss dann auch das Learning kommen, dass man das halt in K.O.-Spielen der Champions League nicht mehr machen kann. Ja, sorry. Ja, ich glaube, das Ausscheiden gegen Paris Saint-Germain hätte man auf jeden Fall enger gestalten können, wenn nicht sogar abwenden können, wenn man einfach mal nicht versucht hätte, 'n Jamal Musiala mit durchzuziehen, die Wochen, ne? Ey, ich verstehe, dass man das getan hat, um, ja, zu sagen: Hoffentlich findet Jamal seine Form." Man hat aber gesehen vor dem Paris-Spiel in den Spielen, er hat sie nicht gefunden. Und dann finde ich es fahrlässig, diesen Spieler aufzustellen in so einem Spiel. Ähm, Wenn man das dann schon tut, dann muss man den Fehler spätestens zur Halbzeit einsehen, ja? Wenn man das dann immer noch nicht tut, dann müsste man ihn spätestens zur 60. Minute einsehen, aber das hat man auch nicht getan. Man hat mit den Wechseln viel, viel zu lange gewartet. Des Weiteren hat man sich auscoachen lassen vom gegnerischen Trainer, ja. Vinny war ganz klar darauf eingestellt, es gibt einen Schlagabtausch. Ähm, Ich habe es dann schon gesagt in meinem Taxifuchs, ich gehe davon aus, wenn Paris das Ergebnis hat, was sie haben wollen, werden sie anders agieren, weil sie einfach ihre Stärke im Umschaltspiel haben. Ja, und genauso ist es gekommen, ja. Die haben das Spiel haben uns den Zahn gezogen, indem sie einfach defensiv gut gearbeitet haben, ne? Und wir einfach ideenlos waren. Und das lag daran, dass dann Spieler auf dem Feld waren, die keine Form hatten, ne? Wie 'n Jamal Musiala, wie 'n Joshua Kimmich, der maßlos überfordert war, wie aber auch 'n Michael Olise, der keine gute Form hatte. Und da hätte man reagieren müssen, ne? Ich hoffe, das ist 'n Learning, was 'n Vinny mitnimmt für die kommende Saison. Nach dem Spiel war das kein Learning für ihn, ne? Da ist er da eher, hat das abgeblockt und hat da auf stur geschaltet, wenn dazu irgendwelche Fragen kamen. Hat mich 'n bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil diese Fragen hätte man sich gefallen lassen müssen, definitiv, ja. Und wie man gesehen hat, nachdem dann alle Wechsel mal durch waren und man sogar noch 'n Jackson gebracht hat, der dann vielleicht noch 'n bisschen für Verwirrung mehr gesorgt hat, hat man immerhin noch das Tor gemacht. Natürlich viel, viel zu spät. Ja, was wäre passiert, wenn man die Wechsel mal 'ne halbe Stunde vorher gemacht hätte, ne? Aber auf der anderen Seite, Vinny ist natürlich auch noch 'n junger Trainer.
so, der auf dem Level halt auch noch nicht gecoacht hat, ja? Das muss man auch mal sagen. So, und das sind für ihn Erfahrungen, Learnings und ich hoffe, er nimmt die Learnings mit in die kommende Saison und dann ist natürlich einiges möglich, ja? Aber du musst mal wegkommen davon, Spieler um alles oder gegen alle Widrigkeiten mit durchzuziehen. Ey, das kannst du gerne in der Bundesliga machen, wo du Deutscher Meister schon bist. Da kannst du gerne die ganzen Spieler, die keine Form haben, durchziehen in der Hoffnung, dass sie ihre Form wiederfinden. Aber du kannst nicht in einem Rückspiel in der Champions League versuchen, diese Spieler durchzuziehen. Und wenn du es versuchst, dann musst du irgendwann dagegen agieren und sagen: „Jo, ich habe es versucht, jetzt ist aber auch gut, ne? Jetzt muss ich was ändern.“ Wir haben keinen Tom Bischoff gesehen, wir haben keinen Leon Goretzka gesehen, die da reingeworfen wurden. Die Wechsel, die wir gesehen haben, waren viel, viel zu spät. Da braucht auch keiner kommen mit irgendeiner Breite des Kaders. Du brauchst keinen breiteren Kader, wenn du den Kader eh nicht nutzt, ja, so. Und man darf nicht vergessen, unser Kader war bis auf Serge Gnabry komplett da in dieser Phase der Saison, ja, und es hat nicht gereicht. So, das hat Gründe und ich hoffe, da gibt's 'n Learning. Auch das Learning, dass man sagt: „Ey, auch wenn dieser Spieler Joshua Kimmich heißt, auch wenn dieser Spieler Harry Kane heißt, wenn dieser Spieler Michael Olise heißt oder wie auch immer, wenn dieser Spieler in einem wichtigen Spiel keine gute Tagesform hat“, was menschlich ist, ja, das ist doch auch nicht nix Schlimmes. Da muss ich als Trainer reagieren und diesen Spieler rausnehmen. Punkt. Ja, erst recht, wenn ich Ersatz habe, der mit den Hufen scharrt dahinter. Ja, der vielleicht dann auch nicht diese große Erfahrung hat. Ja, natürlich, ja. Aber ich muss es zumindest versuchen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne? Dann kommen wir zur zweiten Sache, Plan B und C. Ja, das muss auch ein Learning sein. So, wir haben das ganz, ganz oft schon diese Saison gesehen, ähm, aber das Rückspiel gegen Paris hat es gezeigt, wenn 'ne Mannschaft auf ho aber auch schon das Hinspiel gegen Arsenal, also das Hinspiel, sage ich Hinspiel, in der Vorrunde. Wenn eine Mannschaft mit Qualität gegen uns verteidigt, die weiß, was sie tun muss, dann haben wir keine Ideen, ja? Erst recht nicht, wenn dann Jamal Musiala auf dem Feld ist, der keine Form hat. Joshua Kimmich aus dem Spiel genommen wird mit einem ganz einfachen Kniff, indem man dem Spieler auf die Füße stellt. Ähm, wenn dann einer unserer Außen keine gute Tagesform hat, wie 'n Michael, ja, dann sieht das so aus, wie es ausgesehen hat in der zweiten Halbzeit, ja? Und dann muss man einen Plan B haben, weil alle Mannschaften, gegen die wir dieses Jahr gespielt haben, die wir dominiert haben, die werden ja auch ein Learning haben. So, die werden 'n Learning für nächste Saison haben. Die werden auch jetzt noch mal das Learning haben, wie es dann gegen Paris war in der zweiten Halbzeit. Ähm, werden das analysieren und werden natürlich versuchen, das ähnlich zu machen, ja? Natürlich, unsere Qualität, die wir da vorne haben, die wird wahrscheinlich immer noch zum größten Teil ausreichen, um das in der Bundesliga dann nicht so aussehen zu lassen. Aber das große Ziel ist ja nun mal die Champions League, ja? Für mich persönlich ist die Meisterschaft das Wichtigste, brauchen wir nicht drüber reden, aber für viele andere ist es die Champions League und da reden wir über ein anderes Level, ja? Und das auch schon in der Vorrunde, also in den ersten Spielen, ja? Da sind Mannschaften von anderem Format unterwegs. Und die haben natürlich auch ein Learning, ja? Und dafür brauchst du Plan B und Plan C, ja? Und du hast einen Kader, der das bietet. Das kommt ja noch dazu. Du hast einen Kader, der dir viele, viele Optionen bietet und du nutzt sie gar nicht. Du fährst das 4-2-3-1 eingestandene System knallhart durch. Ja, es ist unter Vini ein bisschen anders. Unsere Außenverteidiger sind teils keine Außenverteidiger, eher Mittelfeldspieler. Das sehe ich auch, bin denen nicht um den Kopf gefallen. Ähm, aber das ist zum Beispiel auf hohem Level auch eher eine Gefahr, wie es von Vorteil ist. Es ist in der Bundesliga okay, wo du keine Gegner hast, die ansatzweise auf deiner Augenhöhe sind. Ähm, wenn man aber guckt, welche Räume Paris hatte über die Außen und wenn man dann mal das Champions-League-Finale gesehen hat, welche Räume Paris da gegen Arsenal hatte, nämlich gar keine, dann sieht man schon 'n Unterschied, ne? Ähm, genauso, wenn du dann einen Gegner hast, der defensiv gut agiert, ja, eben genauso wie es Paris zweite Halbzeit gemacht hat oder Arsenal. Es gab viele Beispiele diese Saison auch. Dann musst du auch einen Plan B haben, ja? So, und wenn der heißt: „Ey, Harry Kane auf die 10, Harry Kane auf die 8 und vorne einen anderen Spieler in die Spitze“, ja? Das war ja zum Beispiel der Vorteil mit Serge Gnabry, so, ja?
Serge Gnabry hat jetzt auch nicht so der hat eine gute Saison gespielt, so keine Frage, ja. Aber der große Vorteil war doch wenn Serge Gnabry auf der 10 war, dass Harry Kane sich super oft hat fallen lassen und Serge in der Spitze war. So, ja, das war doch ein Riesenvorteil. Und das war mit Jamal halt nicht mehr gegeben. So, Harry Kane hat sich viel, viel weniger fallen lassen, wir haben viel, viel weniger Zugriff gehabt, weil Jamal nicht die Form hatte. So, nur um das mal ganz kurz abzureißen, ja. Und da muss ein Learning kommen. Ja, es muss ein Learning kommen, dass du auch mal, ja, dann auf eine Dreierkette umstellen kannst, ja. Ich meine, wir spielen teilweise mit einer Zweierkette. Ja, wenn unsere Außenverteidiger eher Mittelfeldspieler sind, Kimmich ist auch kein Sechser, Pavlovic ist auch nicht in den Zonen, wo ein Sechser hingehört, dann sind da 2 Innenverteidiger, das war's. So, ja. Ähm, Das sieht dann oft schlecht aus. So, da muss ein Learning auch kommen, ja? Da musst du halt mal auf 'n zentralen Mittelfeldspieler verzichten, da muss nur einer in der Mitte spielen, dann muss er hinten in 'ner Dreierkette stehen, ja? Solche Sachen muss man, wenn man den ganz großen Wurf landen möchte, drauf haben. Ja, auch das Thema, ja, wenn du siehst, der Gegner wie Paris ist super stark im Umschaltspiel, ja, dann versuche ihn doch die Schwäche zu nehmen. Ja, dann steh 'n bisschen tiefer, 'n bisschen koordinierter. Du hast selber starke Spieler im Umschaltspiel, ja. Auch das muss 'n Learning werden. Das kriegen wir aber nur hin, wenn wir gezwungen werden, wie im Hinspiel. Ja, 10 Mann, ja, aber gut, da haben wir keine Chance, wir stellen uns hinten rein, verteidigen. So, ja. Und warum kriegst du das nicht hin, wenn du 11 Mann hast? Warum kann das keine Option sein, ne? Ähm, Das meine ich. So, du musst taktisch 'n bisschen reifer werden, ja. Aber da fehlt dir der Führungsspieler, der das wirklich umsetzt aufm Platz, ne? Kimmich ist dieser Führungsspieler leider nicht. Das ist so 'n bisschen das Problem, was ich sehe. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es da das Learning bei Vinny, ja, und wenn er dieses Learning hat, wird er wahrscheinlich auch 'n Learning haben müssen, den einen oder anderen Spieler dann in gewissen Spielen auch mal rauszunehmen. Da bin ich sehr gespannt, wenn er das Learning noch hat, ja, und auch mal die Spielidee Nummer 2 und 3 entwickelt, die für diese Mannschaft passen könnte, für Gegner, wo wir uns im Kreis drehen und, ja, ähnlich wie es dann Paris war im Champions League-Finale, gefühlt 80% Ballbesitz haben und keine Torchancen erarbeiten. Da muss es möglich sein zu sagen: „Pass mal auf, jo, alles klar, wir stellen jetzt um, zweite Spitze, zack, ein Sechser", ja, oder was auch immer, ja. Ähm, oder einfach auch mit den taktischen Kniffen, so, ja. Wenn wir mal die Hinrunde nehmen, in der Hinrunde haben wir ganz, ganz oft gespielt, wir überlagern eine Seite. Ja, wir sind mit beiden Außenbahnspielern auf eine Seite. Das Spiel ist komplett auf diese Seite verlagert und dann spiele ich einen super Diagonalball quer rüber und der Außenverteidiger, der eh kein Außenverteidiger bei uns ist, hat freie Bahn über die Seite, ja? Das habe ich in der Rückrunde gar nicht mehr gesehen bei uns. Es war einfach kein Stilmittel mehr. Auch diese starken Diagonalbälle aus der Abwehr raus, von einem Jonathan Tah zum Beispiel, der die auch sehr gut spielen kann. Aber auch von einem Kimmich aus einer tiefen Position hat er die sehr, sehr oft gespielt. Habe ich nicht mehr gesehen in der Rückrunde, ja? Ähm Da müssen wir wieder hinkommen, dass das halt dann auch 'n Stilmittel ist, ne? Und man nicht nur sagt: „Ich habe Plan A und wenn Plan A nicht geht, dann stehe ich dumm da." So, ne? Da müssen wir wieder 'n bisschen hinkommen. Das muss das Learning sein von Vinny und dem Trainerteam. Und dann denke ich, ist auch alles möglich, ja? Es war diese Saison knapp, aber diese Saison, das, was ich gesehen habe, muss man ehrlich sagen, ist aber sehr wahrscheinlich auch das Limit dieser Mannschaft, ja? Das gehört auch zur Wahrheit. Ich sehe da jetzt keinen Spieler, wo man sagt: „Ey, boah, der kann jetzt aber noch mal 'n Riesenschritt machen und wird dann noch mal die absolute Kanone." Ja, vielleicht kann Olise noch 'n kleinen Stepper machen. Ich denke, Harry Kane spielt am Limit. Ich denke, Joshua Kimmich spielt schon lange am Limit. Ja, Pavlo kann 'n Schritt machen. Er hat eher 'n Schritt zurück gemacht in der Rückrunde. Tom Bischoff könnte riesige Schritte machen, der bekommt aber nicht die Spielzeit. Mal gucken, wie's in der neuen Saison ist. Ich denke, Luis Diaz ist das, was Luis Diaz diese Saison gezeigt hat, ist auch Limit. Das war nämlich sehr, sehr gut. Conny Leimer spielt am Limit. Stani kann vielleicht 'n Stepper machen. Ja, ich denke, Upper hat 'n Stepper gemacht. Das ist das Limit, wo er spielt. Ist 'n überragendes Niveau. Tah spielt am Limit, überragende Saison gespielt. Ähm, so, ja, da ist jetzt nicht mehr, wo man sagt: „Boah."
ey, da ist jetzt aber noch ein Verbesserungspotenzial in dieser Mannschaft, dass wir noch mal um 10% besser werden. Ich persönlich sehe das nicht. Ja, ich sehe das nur, dass wir das spielerisch werden können, taktisch, ja. Da können wir natürlich viele Prozente noch gut machen, ne? Und das gilt es zu tun aus Trainersicht, ja. Und dann, bin ich guter Dinge, ne? Deswegen wird die kommende Saison interessant. Ich glaube nicht, dass wir den Stiefel einfach jetzt so durchballern können und man dann mit derselben Geschichte trotzdem wieder so eine überragende Saison spielt. Ich bin sehr gespannt, ja. Hörte sich jetzt zum Ende vielleicht ein bisschen kritischer an, ein bisschen negativer, soll es gar nicht sein. Wir haben eine überragend gute Saison gespielt. Ich könnte natürlich auch mal euch die Note einblenden. Vincent Kompany hat 'ne Durchschnittsnote bei mir kurz zur Erklärung, bei mir beim Trainer logisch, aber ich benote, ähm, keine Freundschaftsspiele, kein Supercup, was für mich 'n Freundschaftsspiel ist, nur Bundesliga, Champions League, Pokal, ja, und da ist die Durchschnittsnote von Vincent Kompany 2,31. In der Hinrunde, beziehungsweise in der Rückrunde hatte er 2,05, also eine bessere Note wie in der Hinrunde. Ähm, Sieht man vielleicht auch noch mal die Entwicklung, die 'n Vinny gemacht hat. Und in der Champions League hatte er eine 2,35, wenn man nur die Champions League-Spiele nimmt. Also, ihr seht, auf einem Niveau. Und 'ne 2,3er Note ist bärenstark und das auch völlig zu Recht, ja. Noch mal, Vinny ist 'n junger Trainer, der jetzt Erfahrungen wieder gesammelt hat diese Saison, auch Erfahrung in der Champions League auf super hohem Level. Und man muss ganz klar sagen, ähm, dass abschließend dass er auch in der zweiten Halbzeit vorgeführt wurde, taktisch von Paris Saint-Germain in der Champions League, ja. Dass Paris halt eben nicht sagt: „Oh ja, komm, wir legen's jetzt wieder drauf an, aufm Schlagabtausch mit dem FC Bayern.“ Ne, sondern dass Paris genau das gemacht hat, wenn man sich mit dem FC Bayern diese Saison beschäftigt hatte, was man machen muss, ja? Weil das haben wir schon in vielen Spielen vorher gehabt, wenn das 'n Gegner gut gemacht hat, dass wir dann nicht die Ideen haben. Das muss man auch mal sagen, ne? Das ist aber auch nichts Schlimmes. Wie gesagt, Vinny, 'n junger Trainer, ich denke, wenn er 'n bisschen reflektiert, wenn er die Zeit hat zum Reflektieren, wird er die richtigen Learnings rausziehen. Ich hoffe es. Ich würde mir wünschen, dass er das Learning zieht, Joshua Kimmich ist nicht mein Mann in der Mitte. Das wäre für mich das Learning schlechthin. Ein Grund, warum ich mir wünsche, dass, Joshua Kimmich eine überragende WM als Rechtsverteidiger spielt und die Deutschen sehr weit kommen werden. Dann wäre es vielleicht eine Überlegung für den FC Bayern, das auch zu tun. Ähm, Weil ich glaube, das ist schon 'n Faktor. Gerade wenn man das dann mal so vergleicht mit so 'nem Declan Rice in der Mitte, wie der agiert, wenn man sich das Champions League-Finale mal angeschaut hat. Aber ich will es gar nicht nur daran festmachen, wie gesagt. Es ist einfach Zeit. In gewissen Spielen muss man dann einfach 'n bisschen anders agieren, denke ich. Aber ja, wir werden sehen, ob das Learning da ist oder nicht. Und, wie gesagt, sollten wir nächste Saison auch nur ansatzweise so 'ne Saison spielen wie diese Saison, ich denke, dann können wir alle wieder zufrieden sein, ne? Das gehört halt auch zur Wahrheit. Und da muss man mal sehen, wo wir herkommen, welche gute Arbeit 'n Vinny macht. Ähm, und wenn punktuelle Verstärkungen kommen sollten und er die richtigen Learnings zieht, ich denke, dann ist alles möglich für die kommende Saison. Wenn nicht, ja, we will see, dann kann es auch 'n bisschen holpriger werden, ne? Und auch dann wird es interessant zu sehen sein, was die Learnings dann sind. Ja. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Vinny, wie ich natürlich auch das gesamte Trainerteam meine, in die Kommentare. Vielleicht ein Faktor noch, wir haben uns ja immer die letzten Jahre viel über Standardsituationen aufgeregt. Ich denke, die Saison haben wir sehr, sehr gute Standardsituationen gehabt. Es ist völlig richtig, dass Kimmich nur noch eine Seite die Eckbälle schießt. Auch da würde ich mir persönlich wünschen, dass das jemand anders tut als unser Sechser, aber, die Ecken waren sehr, sehr gut von Josh. Auch die Freistöße waren teilweise sehr, sehr gut und da sind wir auch auf 'm guten Weg, denke ich. Auch wenn wir zwischenzeitlich 'ne Schwächephase hatte im Defensivverhalten bei Standardsituationen, ja, das war schlecht. Aber auch da hat man dann wieder das Learning gehabt und ist wieder stärker geworden, ne? Das gehört auch zur Wahrheit. Aber ja, auch da haben wir mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial für enge Spiele in der Champions League, wo es dann halt einfach auf Augenhöhe ist, wo es dann halt auch auf Standardsituationen mal ankommt, ne? Gut, das war's jetzt aber. Tschüssi.